Es geht weiter, stets heiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin wieder hier, wo wir schon letzte Folge aufgehört haben. Ich habe jetzt geguckt, ob ich irgendwie das Spiel nochmal reladen kann, damit irgendwie die Monster nochmal nachspawnen, also sprich die Monster-Eidechsen. Weil wir die ja eigentlich bräuchten, um noch irgendwie einen Trank herzustellen. Momentan sehe ich gerade gar keine. Das ist ein bisschen doof. Ja, das Spiel speichern, ne? Ich glaube, so eine Sache, dann sind die nämlich auch vorher erstmal weg. Nochmal wiederkommen, ist ein anderes Thema. Ich gucke mal, ob ich währenddessen noch was anderes machen kann. Vielleicht hier noch in der Nähe ein paar Viecher. Ich würde schon mal ganz gerne mal kurz reingehen zumindest. Da in die Höhle. Da brauchen wir ein paar ein paar Löschechsen. So. Ein paar Luxements quasi. Haben wir schon mal 3 Stück. So, und den können wir gleich auch noch. Da muss ich mal gucken. So. Bei dem Viecher, das will ja so schnell gehen, Freunde, tatsächlich. Rudonit-Schwert. Die haben ein Rudonit dran, wäre das schon cool, tatsächlich. Glutkraut. Mhm. Wir gehen langsam sich mal die Pfeile aus, merke ich gerade. Ja. Kann neu kaufen. So. Läuft bisher doch relativ gut. Löschechsen, Löschechsen. Na, wo ist hier Kleingetier? Was nachher braucht ein paar Tränke. Ein paar Brandschutztränke, besser gesagt. Buch. Also, das Teil. Nein. Glutlinge, wirken die auch dagegen gegen den Brand? Oder sind die ja gegen die Hitze? Das ist ein bisschen das, was hier creepy ist beim Spiel. Das nicht dasselbe ist, ne? Also ein Trank gegen Hitze schützt, der nützt nicht gegen die Hitze eines Vulkans zum Beispiel. Oh. Also. Das kann irgendwie eine Echse gewesen oder sowas. Gut, ich sehe eigentlich nicht viel mehr. Muss eigentlich auch nicht sein. Ich gucke nochmal ganz kurz am anderen Ende, wo wir schon waren. Vielleicht ist mittlerweile Respawn, das könnte ja sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wenn man zumindest noch ein paar mehr hätte. Nee. Das ist natürlich sehr schade, weil hier waren 4 oder 5 Stück, die natürlich in meiner, naja, doof, weil ich dachte, ja komm, wir müssen gar nicht abschießen, wir können einfach nur schnell hinrennen, schnell genug. Ja, da war dann nicht so und deswegen, ja. Lief das ein bisschen aus dem Ruder, aber okay. Machen wir es natürlich anders. Gut. Wir kochen wieder mal ein bisschen. Ist lange her. Wo haben wir Feuersteine? Hä? Er hat noch einen Typ gemacht. Ah, Häufung verwendet. Ja, gut. Hier, Feuerstein. Warte mal. War nicht nur Feuerstein, war noch ein Holzbündel. Wo waren die jetzt schon wieder? Nicht mehr so viel, wa? Also warte mal, da unten brennt ja schon was.
So. Warten, ja, warten, worauf? Auf schlechtes Wetter oder auf gutes Wetter? Ich weiß es nicht. Nee, wir brauchen Monster-Dinger. Jetzt haben wir unter anderem wieder Glutlinge und so gefunden, also Pilze. Aber eben, ich glaube, die helfen ja gar nicht, oder? Na komm, wo seid ihr? Hier oben. Ja, Kälteunempfindler, ne, das ist komplett das Falsche eigentlich. Süß nichts zu ertragen ist leider eben auch das Falsche. Das bringt mir hier alles gar nichts. Okay, versuchen wir es mal, wa? Kleingetier. Es sind nicht viele. Wir haben nur 4 Stück. Zum Beispiel einen nehmen und dann sagen, gut, jetzt brauchen wir noch Monsterzutaten. Nehmen wir mal Moblin-Herzen. Nur mal gucken, was passiert. Immerhin 15, das ist ja schon mal gut. Dann haben wir noch so ein Herz. Sollen wir ein krasseres Herz nehmen? Horoblin-Herzen. Es war nur Level 1, aber ich hoffe, das reicht dafür auch. Mit 20. Okay, dann nehmen wir nochmal einen. Ja, wenn ich natürlich 2 nehmen würde oder so, dann hätte ich ein bisschen eine höhere Stufe, aber ich glaube, das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Bossbock-Herz, Gypto-Herzen. Eine höchst wirksame Medizin herzustellen. Ich meine, wie oft brauchen wir überhaupt momentan? Brandschutz 11, 10, okay. Es hat alles nur Level 1, ne? Also wir dürfen uns jetzt hier nicht zu viel erwarten. Aber trotzdem es klappt. Ist aber ich gleich ernsthaft? Krass. Brandschutz, ja offenbar wirkt, aber eben Level 1 oder Level 2. Super. Irgendwie ist es ein bisschen creepy hier. Sorry, mein Fehler. Ich muss das Teil aufsprengen, aber gut. Wenn es hier so heiße Bomben sofort explodieren, ist natürlich ein bisschen kacke. Also kann ich Bomben auch nicht irgendwie einfach aus dem Inventar nehmen und mir sagen, jo, nein! Geht auch nicht. Also wollte ich eigentlich so nehmen und dann da rüber ziehen. Das wäre cool gewesen. Vielleicht... Ja. Ja, mal gucken. Da finde ich irgendwo sogar eine Donnerblume, wobei da wäre hier selbstzerstörend tatsächlich. Das sind doch genau die Dinge, die wir im Untergrund auch schon gesehen haben. Hä, jetzt müssen die so mitnehmen, oder was? Das ist eine kleine Höhle. Problem bleibt trotzdem, wie kriege ich das... Obwohl... Ja gut, ich meine... Theoretisch ja, aber... Ich hatte gerade vielleicht eine Waffe einfach zu schmeißen dahin. Ja, das hat ja funktioniert, ne?
Okay, theoretisch funktioniert schon. Nur will ich gerade alle meine Waffen dafür aufgeben, nur damit ich da rüberkomme und weiß, was da drin los ist. Ich glaube nicht, ne? Oh, ein Dora. Den haben wir gar nicht gesehen. Oder besser gesagt, ich habe es nicht erkannt, ne? Gesehen aber sie schon. Auch im Stasis-Modul aus Breath of the Wild, das will mir jetzt hier sehr helfen. Ja, scheiße, ne? Wenn ich natürlich keine Dinger habe. Und ich könnte rüberklettern. Junge, Junge, dass du keine Bombe verwenden kannst, hey, das ist übel. Gut, also wir müssen das Teil rüberbringen. Da ist er sicher, ich weiß nicht. Huch. Mann, ihr wollt doch einfach nur, dass der fährt. Komm, es geht doch leicht nach unten, du kannst sicher hier runterfahren. Ich könnte auch ein Sonderbauteil dran schmeißen und so, aber... Warum auch, geht ja auch so. Ist ja so ein Krockwedel-Ding noch ganz gut, ne? Ich muss eigentlich trotzdem erstaunen, wie gut das Ding fährt, obwohl nur ein bisschen Speed drauf hatte. Also ein bisschen Gefälle. Was ist denn das hier eigentlich noch? Wie es wohl läuft? Also der. Und das ist eigentlich hier so eine Art heiße Quelle oder so. Jo. Du. Perfekt. So, und by the way übrigens, ich habe was für euch. Ein Miasma durchzogenes Felsenfilet, genannt Schlemmerfilet. Das ist ein Schlemmstein. Oder Schlemmstein von mir aus. Wir müssen hier hingegen eintauschen. Klar doch. Link tropft immer noch. So, Chefkoch, jetzt sind wir quitt, richtig? Dann sind wir quitt, ja. Er frisst immer die ganze Zeit. Puh, gerettet. Mir geht nicht so auf Fleischgerichte, als wenn ich Hals über Kopf abgebrochen als von diesem Restaurant hörte. Ich hätte nie träumen lassen, dass sie hier Felsen servieren. Das ist das seltenste Objekt, das er besitze. Naja, gut.
die akquisiert worden sein soll, sehr geeignet sind. Spricht er von diesen seltsamen Dingern? Ja, er spricht davon. Mach's gut, okay. Wir treffen ihn wieder. Wie ist nicht schon wieder? Dodong? Ne, irgendwie so. Ist egal. Jedenfalls eine Art, die er selten entdeckt hat. Link dampft ja richtig, ja. Der Link ist halt richtig heiß unterwegs. So, Chefkoch. Oh Mann, ey. Was willst du jetzt hier? Wo entgangen? Den Steinschmecker. Gereifen Feuerstein. Hä? Der gereifte Feuerstein. Fred Feuerstein? Normalerweise ist man Feuerstein, den man unter die Zunge rollt, um dabei durch ein Geräusch zu machen. Was haben wir denn da? Nun wieder ein Feuerstein dabei. Okay, krass. Wo kriegst du denn sowas? Aber wisst ihr, haben jetzt irgendwie 20 normale Feuersteine einfach weggefressen? Ich meine, ich gönn's ihm. Aber nur ihm. Ja, auf alle Fälle sind die Dinger weg, oder? Na, wo seid ihr? Hallo? Feuerstein. Fred. Junge. Warte mal, heißt es, wenn ich ihm jetzt irgendwie alle geben würde, wäre ein Feuerstein darunter? Ja, ich meine 1000. Weiß nicht, ey. Ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie eine neue Art, eine neue Kategorie hätte, von wegen, da ist jetzt irgendwie eine andere Art von Feuerstein. Da ist Dali, gehen wir noch. Da ist Tensi, ein bisschen reißender. Okay, da ist auch nichts Neues. Okay, Bruder, wir gehen weiter, komm. Sag mal, was ist denn mit dem Vieh los? Das ist ja ganz schlimm mit dir. Ein bisschen zu heiß für dich, Epona, wa? Aber komm, Epona, du bist ja das hotteste Pferd auf der Welt. So. Für uns geht zurück nach Goronia. Wer schwimmt denn da im Wasser? Also in der heißen Quelle vor allem. Das ist ein Hylianer. Einer von uns kochen Löschechsen mit Wunderzutaten, um Brandschutzmedizin herzustellen. Ja, aber auch schon gemacht. So, Schnellstellen legt dann ins Versperren, darum viel zu gefährlich. Wobei, ich hab's eigentlich geschafft, also von dem her. Ja, hallo, gibst du mir jetzt das Teil oder was? Oh. Nass muss ich sein, ne? Okay. So, das bin richtig nass. Und jetzt? Abgesehen davon, dass mein Brandschutz noch wirkt. Gekochte Löschechse. Sehr delikat.
mit dem Feuerstein, da ist so eine Sache, da bin ich echt gespannt, wie das funktionieren soll. Wenn einfach möglichst viele Feuersteine gibt und dann hofft, dass einer davon der richtige ist quasi. Wäre eine Variante. Oh, mir fehlt der Greifhaken, den hätte ich jetzt hier so gerne. Na gut, ich kann versuchen rüber zu gleiten. Ah ja, soll man noch von hier aus, ne? Huch, nein, Link. Das ist Wahnsinnsalter. Aber sind genau diese Felsen, die wir auch schon im Untergrund gefunden haben. Krass. Sind die also irgendwie auch für diese Löschdinger verantwortlich? Also, was Löschdinger? Hier, für diese Art von Felsen. Also das. Da hat irgendwie was gescheppert. Okay, damit klappt es leider nicht. Ja. Was ist denn das hier für eine Höhle? Das ist natürlich hier bei den Kronen in der Nähe des Rudelsbergs mehrere Höhlen haben werden, ist glaube ich auch logisch. Und ich habe ja auch die Hoffnung, dass dann der Feuertempel hier sein wird. Also nicht gerade hier, sondern eher im Untergrund halt. Also ich würde es irgendwie begrüßen. Weil wieder irgendwie so ein Tempel, vor allem ein Feuertempel dann im Himmel oben ist, ich weiß es nicht, ey. Oh. Dann gehen wir durch. Dann haben wir gerade überlegt, ob das hier schon alles war. Und dann sehe ich plötzlich nicht nur die Hydranten, da auch noch Raketen, ja, für ein Schild zum Beispiel. Okay. Ja, komm, mach's hier. Och komm, Link, hey. Also springen kannst du auch nicht, Junge. Junge, was ist los mit dir? Also ja, ich habe ja... Hallo? Feuerpfeil? Okay, weg ist er. Ich habe nur Raketen gesehen, mit Raketen darüber? Also, ich weiß ja nicht, ey. Ja, die Höhle ist noch nicht vorbei, also ich muss schon darüber. Okay, okay. Haben wir was gesagt von Krockwedel, die ich auch dabei habe, oder? Hier, ne? Bei Breath of the Wild waren die ja noch... Sag jetzt mal, richtige Waffen. Eigenständige. Hier kann man sie auch mit anderen Waffen kombinieren. Jetzt habe ich dummerweise nichts mehr. Ja, ich habe hier so ein Großschwert, aber... Das soll es eigentlich auch nicht sein. Okay, okay, dann machen wir es anders. Sie haben noch ein paar Sonanium-Dinger. Was soll ich hier am besten nehmen? Ja, muss fast Ventilator sein, ne? Ja, ich hab's gesehen, da ist ein Mayo Sigma. Sehr gut. So, reicht schon. Boah, es brennt auch noch. Alter, das ist übel. Entschuldigung. Keine Absicht, tatsächlich. Ja, aber das war's mit der Höhle übrigens, ne? Man sieht auch schon auf der Minimap bereits, jetzt sieht man's, dass die Höhle so ein Zeichen hat, also ein Haken, was immer das Zeichen dafür ist, dass wir durch sind, mit dem was wir eigentlich wollten.
Ernsthaft, weil ich irgendwie einen Fuß drauf gesetzt habe. Oh Mann. So, dann noch schnell da weiter und wieder raus hier aus der Höhle. Ich sehe kaum was hier. Brandgefahr, Brandgefahr, ihr habt noch 2 Minuten. Gut, Epona, wir hauen ab hier. Das Ding ist überhaupt nicht meins. Ohren nicht vergessen. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. So, noch ein paar Löschechsen. Die holen wir uns später noch ein paar mehr. Aber es gar nicht mehr notwendig ist. Ich meine, wir haben zum einen noch eine Rüstung und zum anderen so ein verrückter Typ da drüben. Junge, aber nicht die ganze Zeit fressen. Der gehört mehr, Mann. Niemand kriegt was ab. Junge, wieso läuft? Ah, da ist der schon wieder. Sag mal, kriegst du Fersengeld dafür oder was ist los? Die Monster machen irgendwie den Goron auch nichts, wa? Der braucht dann nicht immer so schnell, ne? Also. Auf nach Goronia. Das ist ein bisschen meine Hoffnung. Was ist denn da drüben? Julianer? Goronia. Das ist noch ein Mayo-Sigma hier in der Nähe. Hallo, ihr Löschechsen kommen aus dem Spielen. Hä? Ja, sind nicht unsicher und dann Schritte sofort. Achso, Anschlag natürlich auch noch, wa? Ja gut, aber jetzt noch ein paar Monster übrigens. Gepanzerter, ein silberner. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir da in die Höhle rüberrennen wollen. Da sehe ich etwas. Da wollen Mayo Sigma sein, aber ganz ehrlich, das machen wir später. Da ist so einer. Ist das einer von der Sorte, weil ich denke, dass es ist? Also ich meine, das sehen wir gleich. Was die können wir dann nehmen? Vielleicht den hier? Soldatenschwert, ne? So. Okay, dann nicht ganz das, was ich wollte, ne? Weil, diese Viecher, diese Octoroks, ne? Ihr seht schon, die können da irgendwie einsaugen und schmeißen dann um sich. Lecco mio, ey. Wenn man denen eine Waffe in den Schlund schmeißt, kriegen diese Waffen einen Boost drauf. Ich habe jetzt hier Haltbarkeit Plus Plus drauf, hatte vorhin was anderes. Aber ich dachte, sie würden auch den Miasma-Schaden entfernen. Also quasi nicht, ja. Dass halt quasi keine zerfressenen Waffen mehr sind, sondern dass sie den Status auch entfernen. Ich glaube, das machen sie gar nicht. Ne? Es ist wirklich nur, dass sie einen neuen Boost drauf geben. Und soweit ich auch weiß, macht das jede Waffe nur, jeder Ding nur einmal, bis zum nächsten Blutmond. Aber ja, zumindest das mit den Buffs, das machen sie garantiert. Da haben wir jetzt wieder dann die
Dinger will, die Löschechsen, kann natürlich auch einfach mit der Jägerausrüstung dahin, ne? Das würde ja auch gehen. So, wie gesagt, Mario Siegel machen wir ein anderes Mal. Und wir wollen ja eigentlich nach Veronia. Zumal, wenn ich dann die Rüstung da habe, dann brauche ich keine Löschechsen so mehr und habe ich einen Brandschutz drauf. Okay, was ist hier noch alles los? Wo geht's denn hier entlang? Junobau, Mineralienmarkt. Frische Materialien zur Hälfte des Marktpreises. Das klingt immer gut. Vor allem hier in der Nähe eines Monsternestes, ne? Auch lustig. Dieser scheiß Löschechse da oben. Ja, ich meine, ich gehe jetzt natürlich nicht aktiv auf die Suche nach denen, aber wenn ich schon mal ein paar habe, können wir sie mal versuchen, oder? Weil ich glaube, kein Schleichenmodus aber gar nicht drauf momentan. Aber doch irgendwie Stufe 2 oder so. Jawohl, geht auch so. Ja, mit der Jägerausrüstung klappt sehr gut. Soweit. Ah ja, aber sowas stören tut die Löschechsen gar nicht, wa? Ah, so krasse Viecher, hey. Das hat aber gelohnt. Die Ausbeute. Was nehmen wir jetzt für ein Teil? Kann man das Ding noch? Junge, Junge, wie sieht's denn hier aus? Okay, nur Leuchtsteine. Nur Leuchtsteine! Und da ist da so eine Monsterarmade im Anflug. Verzeihung? Das ist ein Artikel aus dem Unternehmen von Bladon. Und ob er zurück ist. Allerdings, ja, ist schon vor einigen Tagen nach Corona aufgebaut, um Schlemmstein zu kaufen, noch nicht zurückgekehrt. Und da ist eine Menge los, Alter. Halber Preis, voller Wert. Ja, nur 10 für Feuerstein, ist nicht so schlecht. Weil einer von ihnen ein besonderer Feuerstein ist. Könnte ja sein. Ansonsten, wie geht's dir? Jetzt gerade, man ist mir ausgekauft. Das haben wir wirklich in der Zeit. Ehrenwort. Naja, wobei waren wir noch. Und dann brauchen wir keine Kohle. Sehr großartig Erz wie hier fördern. Der Boss. Wer hätte gedacht, dass Junobo mal so eine große Nummer wird, wa? Der war ja bei Breath of the Wild immer so, ja, eher schüchtern, sagen wir es mal so, wie es ist. Und da wir davon ausgehen, dass auch ein paar Jahre vielleicht in-game vergangen sind, ja, könnte natürlich durchaus auch ein bisschen gemausert haben. Eigentümlich, oder? Auf jeden Fall Kleines kaufen geben. Ja, da will ich auch hin. Gronia Lorenland, demnächst. Demnächst vor allem. Der ist nach der Story, da muss ich erst die Sidequest machen. Das Lorenland. Willkommen im Abenteuerland. Hier gibt's tolle Loren. So, was ist denn hier los, ne? Dann nur am Fressen, der andere ist zu alt zum Arbeiten. Na, passen, damit das in Schlemmschlangen gekommen wäre, aber das alles was passiert, Mann. Also weiter geht es aus mit der Südmine und der ganze Junobo. Junobau. Aha. Jetzt mampfen wir den ganzen Tag Schlemmschlein an die Arbeit. Ich kostet nur unsere Produkte. Was sind nicht so begeistert davon, dass das erste Lorenland der Junobau hier stehen soll? Lorenland? Dann tun wir so leid, das sagen in der bestimmten Szene, wo das heißt da.
Das Norenland ist ein Vergnügungspark, der nach den Plänen von Junoboss, dem Chef der Junobo, entstehen soll. Junobos? Also Junobo hat sich zu Junobos umbenennen lassen. Andererseits, er hat gerade gesagt, dass diese Schlemmsteine von ihm sind. Dann ist das vielleicht dieses große Chaos hier am 4. Gebiet, also am Gebiet der Goronen in Goronia, dass es halt darum geht, dass sie, ja, das funkt auf der Zelda in diese Schlemmsteine, also die Fake-Zelda logischerweise, der Schlemmstein gegeben hat und Junobo, der ist jetzt halt ein bisschen durchgedreht. Könnte man sich durchaus vorstellen. Obwohl, er sitzt auch einfach nur da und frisst die ganze Zeit. Er wollte damit einen Ort schaffen, in dem sich alle amüsieren können, auch Reisende. Aber jetzt hat man jungen Goronen überhaupt nicht mehr und die Arbeit geht kein Stück voran. Ich habe es noch eine Weile. Wer erwartet schon, wenn man Schlemmsteine hat? Okay. Das Leben mit den Schlemmsteinen und der Junobao und Junobo, beziehungsweise nennt sich jetzt Junobos. Das werden wir alles noch auf die Schliche gehen, Freunde. Aber ich würde sagen, erst in der nächsten Folge zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und Tears of the Goronen wohl eher, ne? Momentan. Oh Mann, ey. Ja, da gibt noch ein bisschen was zu tun. Alter, das ist Teil hoch. Ja, wir werden sehen, ne? Wie es Junobo und dem Rest der alten Truppe geht, die wir ihn noch finden oder, naja, was sonst noch so zu erledigen haben. Und wenn ihr mal überlegt, seit 2 Folgen bin ich unterwegs und mache eigentlich nur das hier. Hui, hui, und hier noch ein bisschen. Hä? Da war doch auch schon drin. Restaurant Ostschacht. Hä, da fehlt noch was? Messschacht im Osten. Was fehlt denn hier noch? Muss ich mal noch, ein anderes Mal nochmal gucken. Gut, hier geht es momentan nicht großartig weiter, aber wir sind ja kurz vor Corona. Ne? Also, ich glaube, nächste Folge, wenn wir da endlich ankommen und dann bin ich sehr gespannt darauf, was uns Junobo so zu erzählen hat. Der alte Penner. Naja, wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.